Merci, Herr Präsident. Den 23. März 2023 gouf an diesem Hegen Haus mat de pur Korrekturen, die vun der LSAP-Fraktion gefrot goufen. Ich stimme eng Motion ugeholl, déi Dir, Herr Präsident, am Numm vun der CSV-Fraktion deposéiert hat. Da der hat die Motion mat gestimmt, obwohl sie selber eng Resolution häufig gelöscht hat, die eng wirklich unabhängig Kommission an der Autorität vun der Chamber und mat all Aktie op all Dokumente verlangt hat. Leider gouf dat net ugeholl und muss sich froen fir wat net. Zu Summe gefasst gonge dann der Motion vun der CSV Dasetzen vun enger Enquetekommission fir an rich wieder an der Motion wegstung Gruppe d'Experts indépendant fir die verschiedene Maßnahmen am Kader vum Kampf gegen die Covid zu evaluieren, an e ganz heetlechen an detaillierten Bilan vorzulegen, an dabei notamment auch Proportionalität an den diskriminatorischen respektiv non-diskriminatorische Charakter von den Decisionen zu bewerten. Zu den Passagen, die auf Wunsch von LSAP, die zu dem Zeitpunkt nach der Gesundheitsminister gestaltet wird, gestracht goufen, wird interessanterweise auch den Heu geheiert, sachant qu'il existe beaucoup d'incertitudes quant à l'efficacité des différentes mesures. Obwohl es an einer Reihe Punkten nicht weit genug gegangen ist, Herr Präsident, gouf mat Ärer Motion eng Reihe Feststellungen, déi bis du leider Gottes der ausschließlicher Position vun der ADR entsproch hun, och halbannen zum eestimmeschen Konsens. Erlang d'Ursachen opzezielen, fir wat Bierger sech eng Opschaffung vun de Maßnahme wënschen, géi viel Zeit an Urspruch holen, mé Posiefen awer genannt. Die eng hu sech hat dem allgemengen Impfdruck ausgegrenzt gefehlt, a mat ihre Bedenke goufe se goer hei op der Chamberstribüne de Gag gemacht. Andere waren vielleicht geimpft oder getestet, konnten aber nicht mehr wie eine Stunde bei ihrer Liebsten an Spidol, weil nun eben so viel gewesen war. An den größten Teil steht sich noch immer froh über dem Folgen und dem Schiert, und das nicht nur hier am Land, mehr auch im neuen Ausland. Da wünsche ich frohen Hi und Madame Gesundheitsminister. Gesagt Madame Minister 4, dem Uleis von der Motion Rechnung zu drohen, falls nicht, für was nicht. Zweet Frau, wéi Gremium ass bisewal mat de Vorbereitungsarbeiten beopdracht? Dritt Frau, wéi soll sech déi eigentlech Enquetekommission her no ze Summe setzen, fir un allem och fir de Charakter vun der Unabhängigkeit vun dëser Kommission ze garantiieren? Wéi eng Experten aus wége Bereicher goufen bisewal gefrot, ob sie wëlle mat schaffen? Wéi eng Vertreter vu gesellschaftliche Gruppe soll mat un dem durchsitzen? Kree Privatleit Meiglechkeet, sech freiwillig an der Kommission zu engagieren? Feiert froh, leiden Dokument für dat Missionen von der Enquetekommission definiert, als das Dokument am Sinn vom gesamtgesellschaftlichen Charakter von der Aufgabe öffentlich zugänglich, falls nicht, bis wie nie, a wo. Die fünfte Frage, wer finanzielle Ressourcen sollen der Enquetekommission zugedurcht, und wer personelle Unterstützung soll hier zur Seite gestellt gehen? Eng sechste Frage, aus vorgesehenen Sitzungen von der Enquetekommission läuft sie drohen oder an einer öffentlicher zugänglichen Mediathek zu archivieren oder gött sich auf Rapporte beschränkt? Siebente Frage, welche Dokumente sollen zugänglich gemacht gehen? Gehören zu sämtlichen Dokumente, so wie so Basis vom Artikel 75 von der neuen Verfassung für die Chamber vorgesehen sind? Notamment auch Vaccine oder Forms, die der Chamber nur einem Brief vom Herrn Präsident und Herrn Staatsminister vom 27. November 2023 sollen zugestellt gehen. Falls nicht, für was nicht? Die letzte Frage. Kennt man der Minister sich vorstellen, die Chamber zum Beispiel wird von der Gesundheitskommission zukünftig regelmäßig mündlich oder schriftlich über den Stand von den Vorbereitungsarbeiten zu informieren? So nicht mehr. Merci für die ganze Reihe von Fragen. Wir sind nur an der letzten Mal relativ viel Länder, ist ein Nobelschländer in NRW gewesen, an auf europäischem Plan, auf OCDE-Niveau, auf OMS-Niveau. Und ich kann nicht sagen, dass eigentlich nirgends so wie halt zu Lützeburg den Detail gewusst ist von allen Regeln, die en place waren, von der ganzen Liste von Gesetzen, die man als Laie kann integral nachvollziehen an alle Reaktionen darüber, alle Questionen parlamentären öffentlich zugänglich sind. Aber in den Ländern habe ich gemerkt, dass eine rötsche Expertengruppe gibt, die sich autonom mit der Abschaffung befasst haben. Die noch Länder, wo Expertengruppen auf Unien Aufträge für das zu machen. Aber die drinnen sich hauptsächlich rund um wirtschaftliche Konsequenzen. Die richtigen, die sich gesundheitliche Konsequenzen drehen, tun ich nicht fand.
Außer gibt es an Österreich, wo auch eine Gruppe von Experten sich auf den Weg gemacht hat, für zu gucken, was nötig war, was mehr oder minder proportional war, was mehr oder minder übrig war. Und auf die gehe ich schon nun ein bisschen mehr am Detail an. Was sind wir zu Lützeburg am Ganzen machen? Wir sind noch am Gang eine Rutschpandemie, Petitionen, die da hängen, müssen noch abgeschafft gehen. Wir hatten am Hirsch nach Question Parlamentären, am Freie Frühjahr nach Question Parlamentären, die wir beantwortet haben. Dann haben wir am Oktober 22 einen Bericht vorgestellt von der OCDE, wo eine Rutsch Rekommendationen drauf waren, die an der Santé abgeschafft gehen, die am Detail abgeschafft gehen, wo wir gerne einen Rapport machen über all die Mesuren, wie sie abgeschafft gehen. Schade, ich wieder gesagt, ich gehe kurz auf Österreich zurückkommen. Am Vorwort von dem Rapport sieht der österreichische Kanzler das heute. Mit dem Wissen von heute würde man aber vieles anders machen. Politisch Verantwortliche würden heute ihre Worte mit mehr Bedacht wählen, wenn sie sich an die Öffentlichkeit wenden. Man würde alles daran setzen, kein Wir gegen die oder die gegen uns entstehen zu lassen. Ein großer Teil der Bevölkerung stehe hinter den Maßnahmen, doch ein Teil auch nicht. Und beide Seiten seien mitzudenken. Madame Schuss hat nach Möglichkeit, im Reglement einen Zusatz vorzustellen. Madame Schuss. Ich habe heute Motion geholt von der CSV. Den zweiten Punkt, effektiv élaborer dans les meilleurs délais une loi pandémie. Das hat man erklärt, que dans la Santé-Commission, der Punkt, das aber immer noch invite le gouvernement à demander à un groupe d'experts indépendants de faire une évaluation des différentes mesures prises dans le cadre de la lutte contre le Covid et à dresser un bilan étoffé et détaillé quant à leur efficacité, leur nécessité, leur proportionnalité ainsi qu'à leur caractère non discriminatoire. Und an all den Antworten, die ich gekriegt, das wirklich bemerkenswert, was alles gemacht wird, dass aber nicht auf die Frage geantwortet gehen, ob die Motion aber berücksichtigt wird, die hier innen im Ugeholt gehen, also in der Chamber, und was da gemacht wird, oder ob das einfach fallen gelassen wird. Vielmals merci. Von daher aber, die wollen, dass dann Höllenstadt macht an den nächsten Conseil de Gouvernement, und da kriegt er nur eine Antwort auf die Motion.